Wie Freitag von der Samarias war, Gott sein Wort fertigbringen. Und um Gott sein Wort fertigbringen, das ist eine ernste, wichtige Sache. Und mir ist das auch immer wichtig. Und ich brauche immer viel Gebet. Ich brauche einmal noch viel Zeit, als ich von Gott kann hören, was er will haben, von was ich reden soll. Das ist eine ernste Sache, Gott sein Wort zu predigen. Und das sage ich von da, wenn das Weg, da ich das Thema kam, was ich lesen will von da, wo ich will von reden, mir wird das ernst abfallen. Ich weiß nicht näher, was das wir von was ich soll reden. Weil das sind einzelne Stellen in der Schrift, wo du läufst, wo du vorbeigehen und dann was anderes gehen, was leichter ist von zu lesen und leichter ist von zu hören. Und dann dachte ich an der Schrift, was da sagen, dass in 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift von Gott gegeben als wertvoll. Alle Schrift, die ganze Schrift, als wertvoll uns zu belehren, uns auszubessern, uns zurechtzuweisen und uns zu unterrichten, baureich zu leben. So ich habe hier, da braucht die ganze Schrift, um uns zu sein zu kriegen, wo wir sind und an was uns das fehlen wird, wo uns das fehlt, auszubessern, wo uns fehlt, zurechtzuweisen und so weiter. Und so, das Thema, wo ich von der will von reden, das ist von Leib. Das redet von Leib. Und weißt du, das ist ganz leicht zu leben, besonders so wo wir Freunde mit sind, wo wir viel mit kommen, unsere Schwester, unsere Ehepartner, allgemein. Von das reden, von wo wir uns leben sollen. Und das ist eigentlich wohl ganz leicht. Das kommt allgemein für selbst. Aber hier, wo ich von der will von reden, da redet von mir hauptsächlich von unserem Feindleben. Und ja, das wo wir eigentlich mal viel Trouble mit haben. Unser Feind zu leben. Und ich will uns was Versen lesen aus Lukas Kapitel 6, Vers 27. Und da wird Versen, weil ich brauche für die Andacht von der Samarias. Und wir denken jetzt mal vielleicht so, wir haben keine Feind. Aber wir haben alle. Wenn wir wollen die Wahrheit sein, dann wollen wir jemanden sein, dass das sind so was unsere Feind sind. Was wir vielleicht das Liebste wollen im Stich gehen, oder wenn wir irgendwo sind, wenn wir hinkommen und eine gewisse Person kommt da haben, wo du vielleicht denken, wenn die Person nicht wir, niemand der auch noch Charakter sein. Wo dann? Weil da haben wir vielleicht schlechte Gedanken über so eine Person. Das sind einmal unsere Feind. Wir wollen nicht vielleicht gleich ohne die Person sein, hey, du bist mein Feind, aber im Hort weit wir dort. Und wir wissen noch gleich, wer dort sind, und da wohnt er erst. Lukas 6, Vers 27 sagt, ich sei zu jüngst, die mich hören. Also die mich hören. Er sagt, das wird ein Part, wie es von Jesus in der Buch predigt. Und der wird am Tag horchen, dass wir in seine Jünger, wo das Andacht zu reden hat, wo er lehren hat, wo sie sollen lehren. Und der Schrift sagt auch, all die Ohren haben, die sollen hören. Und hier sagt das redet zu all die am hören. Sagt, sieht Gott zu jene Freund. Oder wir würden sagen, läuft jene, man sieht Gott zu jene Feind. Läuft jene Feind. Und dort, der Gott, der jene nicht leiden kann. Hier habe ich von zwei verschiedenen Lesen. Die unsere Feind sind, und auch die uns nicht leiden kann. Also, das der bad weh. Die wir nicht leiden kann, und der uns nicht leiden kann. Die soll wir leben. Sag, wir sollen die Gott stehen. Dort der Gott, der jüngst nicht leiden kann. Das kommt nicht für selbst. Du, wenn sagt, ohne mich kann ich nicht tun. Du, wenn halt mir gewählt, den Thema zu sein, ohne mich kann ich nicht tun. Johannes 15, Vers 4 sagt, dass ich sie, der Wien steht, und die sind der Ranken. Wer in mir bleibt und ich in Arm, der bringt viel Frucht. Also wir wollen uns Dienst für den Herrn viel Frucht bringen, wenn wir in Arm wollen sein. Wenn wir der Ranken sind und wir wollen in Arm bleiben. Hier ist der Stuhl und wir sind der Ranken. Weil wenn der Rank von der Stuhl weggenommen wird, dann verdreht er, dann kann er keine Frucht bringen.
Wo er sagt, der wird ein Arm bleiben, der wird viel Frucht bringen. Du wenn sagt, der wenn wir nicht ein Arm sein, dann habe ich nichts tun, sag ich, ohne mich kann ich nichts tun. Und besonders steht auch, das Thema, das welche Thema, was für mich wirklich wichtig wird und abfallend wird, von zu reden, wie uns selbst, wie kann das gehen? Weil menschliche Natur ist ganz je dort, wo das von reden wird. Wenn wir menschlich denken, dann, dass wir wollen ein Verlangen haben, so noch was wir wollen sein, was unsere Feinde sind, da würden wir gleich auch Schulden untertun. Das wird unsere Natur wird sein, menschlich denken, fleischlich denken, wo wir denken, da werden wir auch was antun, weil es trotzdem mein Feind. Ich kann den nicht leiden, ich kann den nicht mal leiden. Oder der Jüd nicht leiden kann, der soll wie bis Gott tun. Das kommt nicht von Salz, das kommt nicht vom Fleisch. Und weißt du, das ist, wo die viel Kriegesanfang tun. Der wird sich einander Schulden antun, der kommt Hausmank, und davon kommt Krieg her. Menschen, die kriegen, die probieren sich Schulden anzutun, so viel als sie können. Und ich dachte, in der Welt von der und Tag, ich dachte, ist das passend wird, hiervon zu reden, aber wenn wir von der und Tag in der Welt entdecken, was da angehen wird, was da passieren wird, wie viel Krieg ist da angehen wird, das ist bloß wie ein Haus, sondern was ich nicht leiden kann. Und die versägen nicht einer den anderen zu leben. Die versägen den anderen Schulden anzutun. Und das passiert nicht bloß in der Welt, das passiert sogar, dass manche Gemeinden angekropen, das sind unsere Heimen angekropen. Weil je sogar unsere Ehepartner zu tun, was unsere Feinde geben tun. Und dann gehen wir am Dummheit. Dann probieren wir uns Schulden anzutun, einer den anderen, und anstatt zu leben. Oder in der Gemeinde sogar. Gemeinden, viele Städten, hier wir dort, wir sein dort und wir hören dort auch, dass die Gemeinden Spaulen tun. Wo wir ein, willst der Leib, das ist kalt geworden. Sie können sich nicht mehr verstehen, dass sie geben Feind. Und dann spalt dort. So das kann, wo immer wir uns Feind tun, entweder bei uns in uns Heim, in uns Ehepartner oder in der Gemeinde, oder auch das Partner sind, wo wir mit schaffen tun, oder wer immer das mag sein. Von der Sonne sind, der uns nicht leiden kann oder der wir nicht leiden kann. Wo sollen wir umgehen mit dir? Jesus sagt hier, wir sollen leben. Leibsinn ist da. Das ist dort. Und wir weiten auch Gott. Wir können das feiern. Wir weiten so eine, der uns nicht leiden kann. Jeder einer weit dort im Hort, der kann das feiern. So eine, was uns nicht leiden kann. Das zu leben. Wir wollen ein Verlangen haben, unsere Natur wird sein, die Trete zu tun, für was wir uns tun. Nicht wahr? Das ist menschlich Denken. So, wie sollen sie in der Stadt leben? Römer 12, Vers 17 sagt Paulus hier zu der Römer, sagt er, was ein Schlag angedun, da ist habe ich hier eine Frau gestellt, was ein Schlag angedun, tut dort nicht mit Schlag dreh. Streeft du nur, was ihren Hof in alle Menschen zum Guten dient. Das ist, wo wir sollen streben. Von uns wird was Schlag angedun. Wir wollen viel nur drei tun. Keiner, was wir uns tun haben, mehr drei tun. Weil er sagt, nichts ist dort, so sollen wir nicht umgehen. Tut dort nicht mit schlechten Dreh. Streeft du nur, was ihren Hof ist. Und alle Menschen zum Guten dient. Und ist das möglich? Ist das möglich, ist das umzugehen mit Menschen, mit unseren Feinden, sondern was uns proben, schlechter untertun? Menschlich nicht. Mit uns selbst ist das nicht möglich. Du, wenn sagt, dass ohne mich kann ich nicht tun, wir müssen in Gott bleiben, dann ist das möglich. Und wenn das nicht möglich wäre, wo Jesus das nicht gesagt hat, wo er das nicht gesagt hat zu uns, weil mit der Kraft Gottes, der in uns ist, der Herr uns gegeben hat, durch den Heiligen Geist, sehr wie mächtig und wie kann das tun, dann ist das möglich. Und auch wenn wir das nicht umgehen mit unseren Feinden, dass der Schrift hier sein wird, dann tun wir dort, was Jesus tut. Jesus sagt, wir sollen anbrochen aus dem Beispiel aufmachen, wir sollen so als er tut. Und das dort umgehen mit unseren Feinden, dann haben wir seinen Charakter. Das, was Jesus will. Aus den Menschen seine Feinden werden, aus wir nach seine Feinden werden. Was tut er? Er weiß uns,
wo wir leben sollen. Psalm 103, Vers 10, da sagt er es das. Er handelt mit uns nicht nur, als unsere Sünden verdient haben. Und straft uns nicht nur, als wir reich getan haben. So, hier haben wir hier, wir haben uns mehr verdient, als wo wir betont stehen von Jesus. Er ging nicht mit uns so arm, als wir uns verdient haben. So, mit Gott seiner Kraft können wir auch gleich so umgehen mit unseren Nächsten, als Jesus tut, mit seinen Feinden. Und um das zu tun, da muss eine Veränderung passieren in den Mensch. So ist Römer 12, Vers 2 sagt, da muss eine Veränderung passieren in uns. Das habe ich nicht, dass wir schwierig, dass der alle Mensch wir. Aber da muss was passieren in den Mensch, dass er seinen Weg von Denken umdrehen wird. Dass da eine Veränderung passieren wird. Wir sollen uns Denken verändert. Uns Denken soll verändert werden. Weil die Menschen, das haben wir so gewusst, von Anfang an, was Gott sagt von den Menschen, damals zu der Zeit, am Anfang, so ist das von der auch noch Hammer. In 1. Mose 6, Vers 5 sagt Gott, das ist das von den Menschen. Der Herr sagt, dass die Menschen sehr böse beirrt werden. Und dass ihre Gedanken bloß den Zeit immer schlechte Gedanken werden. Also zu aller Zeit, die Menschen, die haben schlechte Gedanken. Zu aller Zeit. Und so ist das von der auch noch Hammer. Und so wir müssen eine Veränderung passieren in uns. Und dort können wir dort nicht so leben, als wir will haben, als wir leben sollen. So ist der Schrift uns sagen das. Und durch Gott seine Kraft, in Philippa 2, Vers 13 sagt, dass wills Gott wirkt in jün beides. Dort wollen und dort vormerken, so es ihm dort gefällt. Also hier können wir hören, er sagt, die Kraft, die kommt von Gott. Er schafft die Kraft in uns. Dort wir den Verlangen können haben und dort wir können vormerken, dort wir können vollbringen, was er will haben. So es ihm dort gefällt. In Johannes 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern auch, sie sollen so leben, dass allem dort am Goden wir. Und wir sollen auch so leben, als er uns gelebt hat. Mit so einer Leben sollen wir an den Nächsten auch leben. Er sagt in Johannes 13, Vers 35, ich gebe euch nicht gebaut, ihr sollen untereinander gut sein. Sollen ihr untereinander leben. Krieg so, als ich könnt gut gewahr sein. So soll ihr untereinander leben. Und wo lebt er uns? Wo lebt er die Menschen? Er lebt mit einem Leben, was da unconditional wird. Und don't what? Er hat keine Bedingung, was wir schwören machen, down, er wird uns Leben bewiesen. No, das wird eine Unbedingung, mit keiner Bedingung, was er hat, so ein Leben hat er für uns. Und dann ist er uns Leben, dann wir seine Feind. Wir will nicht seine Freund. Wir will nicht an uns, was er merken, dass uns zu leben, dass wir so gut haben, wir haben so viel Gutes getan, und wir haben am gelobt und gepresst und am neu gefallen und so weiter. No, wir wollen mit dem Stich gehen, wir wollen unsere eine Wege gehen. Und er lebt uns den Weg. Römer 4, Vers 8 sagt, aber Gott weiß uns, wo gut er uns wir, indem, dass Christus für uns sterben deit, als wir nach Sünder wären. Ich habe hier, check mal, wann er das, als wir nach Sünder wären. Römer 4, Vers 8. Und dann wollen wir übergehen, 2 Versen, nur Vers 10. Römer 4, Vers 10 sagt, dass wir nach Gott sein Feind wären. Hier sagt, als wir nach Gott sein Feind wären, dann hat er das zu uns. Als wir nach Gott sein Feind wären, werden wir durch sein Sehen, sein Tod mit ihm versöhnt. So er lässt sich Kreuzchen für uns. Er gibt sich ganz Hand für uns, als wir seine Feind wären. So lebt er uns. So soll wir umgehen mit unseren Feinden, mit unseren Nächsten. Und als Jesus hier wieder, zu der Zeit, als er hier leben wird, und dass er seine Arbeit tut, er ging Raum und sagt sich so, was da jeden am gelebt hat und was jeden am Leben leiden. Er ging oftmals so eine Häuser nennen und hat Multiten mit so einer, was da Sünder wären, die Proben zu kehren. Er ging ein mit so einer Stadt, wo da andere Menschen zum Himmel würden angehen. Die Schriftgelehrten Pharisäer leben dort wie ein Sünder, die wir nicht würdig, dass wir leben.
so sehen, ich muss mit der Gemeinschaft haben, besonders nach mit der eten. Und Jesus ging in seine Stadt. Er ging nur in seine Stadt und er hat Gemeinschaft mit der und hat die Multi mit der Und dann sagt er dann oftmals, dann kommt er zum Glauben. In vielmals werden Tagscharakter gebraucht, zum Beispiel für Sünder. Und er ging nur Tagscharakter und er ging in Matthäus und er raubt an, aus seinen Jünger zu sein. Und er wird ein Tagscharakter und er leitet seinen Arm dort Tag und fällt am nur. Und ook Zacchaeus wird ook een tekst gelijk, en hij weet gelijk zo, hij ging naar den zijn huis en had een multi met dat hoop. En wat passiert daar? De ganze gemeente komt hem geloven, de ganze familie komt hem geloven. Doordat dat hij weet wat hij aan leven deed. En dat is wat hij hier op Erden deed. Hij weet hoeveel lief hij had voor de mensen, voor de zender. En hij zegt, hij wird voor de zender gekomen. En sogar een van zijn von der, was er geraubt hat, wird Judas, ein von seinen Jüngern. Den hat er geraubt, um nur zu folgen und seinen Jünger zu sein. Und er wusste Gott, was er wird ausfallen mit denen. Aber doch, er raubt die Wegen und er gibt an eine Arbeit ab, er soll die Geld herstellen, so er wird der Treasurer für ihn zu der Zeit. Und er wird in der Zeit vielleicht sogar von das Geld nehmen, unabrechtig. Und er ging weg mit ihm taub. Für 3,5 Jahre wird er mit Jesus taub und ging mit ihm und sagt, kriegt der Wunder, was er deed und wo er Menschen zum Glauben brachten sie wieder. Wenn du an denkst, dass er kann sogar in Stadt leben und er hat sich den Bereich angerufen, als ein von seinen Jüngern zu sein, das schwer zu begreifen. Und dann was er Lothar deed zu Jesus, dass er am Verkaufen deed verdartig Salberlinge, Salberstecker, verrot er am. Wisst Jesus, dass das wird passieren? Er wisst das. Und dann, als er da im Garten werden wird, als er der letzte Nacht da im Garten beten deed, und Judas, der seine Arbeit da apart, denken verklärt haben, verkauft haben, verdartig, Salberstecker, und dann Jeff er nach dem Teken, er sagt, ich will ihn konvisen, wenn der Jesus erst den Gewallen, kommen wir dann im Garten, dann sagt er denen, dass ich einen Kuss geben, dort ist der, wem die sollen festnehmen, dort ist der Jesus, wem die wollen. Und als er dann im Garten kam mit den Soldaten, kam er nach Jesus und gab ihm einen Kuss. Und weißt ihr, was Jesus dort am sagt? Er nahm ihm dort wegen seinen Freund. Als ich das mal lesen, das wird mir wichtig. Matthäus 26, Vers 50 sagt, Jesus sagt am Freund. Er nahm ihm seinen Freund. Zu was bist du gekommen, sagt er. Dann sagt er, verrotst du den Menschen sehen mit einem Kuss? Aber er sieht einen Freund an. Er nahm ihm seinen Freund. Oder Habot aus Petrus, dessen ein Soldat den Uhr aufschneiden deed. Als der Arm wollen festnehmen, Petrus will Jesus da halten, so zu sein, er mein Gauts am zu tun, schneidet ihm das Uhr auf. Jesus sagt, er soll den schwer drei starten. Er sagt, wenn ich will Gott kann 12.000, mehr als 12.000 Engeln rauben, die wir wollen kann kommen halten. Wenn ich will. So er sagt, stoppt ihn schwer drei. Und dann nahm Jesus das Uhr, der was Petrus aufgehakt hat, und heil den Soldat, der was der arme Frau Schulden zu tun. Weil das wir nicht seine Freund, das wir seine Feind. Der brauchen am Fuß zu nehmen und wollen am Schulden andauern. So weiß Jesus, wo wir sollen leben. Der uns verlangen, Schulden anzudauen, der soll wir leid wiesen. So ist Jesus steht. Hier weiß er, dass ein Soldat, dass er würde ihm seine Uhr nach heilen, als er am Fuß nehmen leiden. Das wären seine Feind. Wo wir am Gehen mit unseren Feind, der wir nicht so leicht leiden können. Ich glaube, wir proben, diese viel Schulden anzudauen, ist möglich. Wenn der uns was getan hat, dann haben wir Verlangen, der Dritte zu tun. Vielleicht nicht bloß das, was er uns getan hat, aber vielleicht noch doppelt oder noch mehr. So viel als wir können, der Schulden tun. Das ist ganz arg, das ist arg in der Tür. Und dann, als Jesus ist festgenommen, als er am festgenommen hatten und am Geschäft verkehlt hatten und reingemerkt haben am Kreuzchen, hat er nichts gehen an. Das ist nicht eine Osterbotschaft, aber ich will hier ein Beispiel geben, wo Jesus umgehen mit die armen Schulden andeuten.
So als haben die Schert verkielt und blauderig gekielt und so wieder und reingemerkt am Kreuz gehen und das heute erst am Kreuz kam, am da festnäulen deiden und abheben deiden. Was hat Jesus daran zu sehen, Futter zu Gott? Er sagt, verjaft an. Du hast noch bis Leib für dich. Er sagt, verjaft an. So, sie wissen nicht, was sie tun. Sie werden noch gelehrt von den Feind. Er sagt, verjaft an und sie wissen nicht, was sie tun. Und dann wollen wir noch eine Vers wieder gehen, Lukas 6, Vers 28. Du sagst das wieder, du sagst, es ist das. Segent dich, der jünt pflegen. Segent dich, der jünt pflegen tun. Das Wort hier pflegen, wir denken vielleicht einmal, dass wir einen anderen Art wird sein und so wieder, aber das kommt her von einem Fluch. Pflegen, das ist ein Fluch. Der jünt einen Fluch ableiten tun, der soll wir sehen. Aber der soll wir ein bisschen sehen sprechen. Und es steht ein Fluch auf der Entleihen. Das ist so, was der tanzt tun. Sehen die, der jünt pflegen. Und bet für die, der jünt beleidigen. Habt ihr mal wer beleidigt? Mit Wied oder mit Wolken oder eins Wort? Sei ihr mal beleidigt geworden von eins wem? Wo du vielleicht plant, eins Wort zu sein von dir, wo du die Schleichfallen des war? Das ist für das soll wir beten. Ich glaube nicht, dass das leichter ist für so eine Stadt, wenn ein Mensch, und wir weiten, der braucht die Schulden unterdown mit Wied oder mit was immer, und du fühlst dich geschädigt, bedreigt und beleidigt immer. Dann fühlt er sich gleich so recht, gehen für so einen Mensch, für so eine Stadt zu beten. Aber das wird hier sein, wir sollen für so eine Stadt beten. Römer 12, Vers 14 sagt, sehend die, der jünt verfallen, sehend und lag nicht in Fluch ab an. Weil in das kriegst ist das hier. So ein Mensch, der durch einen anderen einen Fluch ableihen, der Flecken über der oder so wieder. Das kriegst du, was Jesus sagt, von das, was am Kreuzchen da ist. Die sind in der Wirklichkeit gleich, was sie tun. Weil sie sind gedreven von der fleischlichen Natur. Die wissen gleich, was sie tun. Und ich glaube, du hast es nicht, dass einer von so einer Stadt beten wird. Vielleicht beten, dass Gott irgendwo die Augen aufmerken, zu der Wahrheit, dass sie sich zu sein stehen, wo sie wären und wo sie je in arm leben tun. Ich glaube, du sagst, dass wir sollen für so eine Stadt beten. Bet für dich, die jünt beleidigen. Weil sie wissen gleich, was sie tun in der Wirklichkeit. Das ist wichtig, das abfallend, wo wir reden tun, den Nächsten. Mit dasselbe Mühl, was wir in anderen Sehnen tun, können wir auch einen Fluch ableiten ab den Nächsten. Das kommt über dasselbe Tongue. Jakobus sagt von der Tongue, das ist ein arge Denk von doodbringende Gift. Das, was er von der Tongue reden hat. Und das können wir uns wählen, wo wir wollen tun, was wir sollen loten über uns Müll kommen, über unsere Tongue kommen. Nächsten zu fluchen oder zu sehnen. Jakobus 3, Vers 8 sagt über die Tongue, dat arge Denk voll doodbringende Gift kann keiner unter Kontrolle bringen. Dat kann keiner, das kann sein, hier viel ans Gott seine Hilfe, dass wir das können tun. Das kann keiner tun aus sich selbst. Sag, mit der Tongue lobe ich Gott, den Futter, und mit der selben Tongue pflegt wie die Menschen, die nur Gott sein Bild geschaffen sind. Verstehen sich, mit einem Mühl kommt loben und pflegen. Und dann sagt Bruder, das soll nicht so sein. Das soll nicht so sein. Aber das ist. Das ist Schuld und alles über das ist dort. Jakobus 3, Vers 7 sagt, dass kein Mensch könnte die Tongue belehren. Darauf kann man keiner könnte, dass der ganz betur wie wo er soll sein, dass er bloß für gute Dinge reden. Dass ein Menschenhand können viele Tieren
Bahn nicht merken. Aber der Tongue hat sie nach Kämmel könnt Bahn nicht merken. All kinds of verschiedene Tiere haben sie könnt tun merken, gefährliche Tiere und so weiter. Dort haben sie könnt tun, aber nicht der Tongue. Wir uns selbst kennen das nicht. Menschlich oder natürlich, dann haben wir einen ganz anderen Sinn. Dann können wir nicht gute Dinge reden zu den Nächsten und Segen sprechen, sondern was uns Schulden proben untertun. Das ist also, wir würden lieber, wenn wir menschlich Leuten uns denken, dann würden wir lieber den Nächsten Schulden untertun. Die proben Trete tun, wenn er uns was getan haben. Und dann vielleicht noch viel mehr, als der uns hat angetan. Vielleicht würden wir uns sogar, wenn so eine Menschen wären, man wird sein, dass der eins, was eigentlich passiert hat, dann würden wir uns vielleicht freuen. Das hat er sich verdient. Oder wenn eins, was eigentlich passiert hat, würden wir uns vielleicht bis mehr freuen leben mit so einer Stadt. Und da steht für die Beten und ernst sehen. Und in Sprüche 24, Vers 17 sagt es steht, freu dich nicht dazu, wenn die ein Feind fällt. Und sie nicht froh im Hort, wenn er eigentlich hat. So ich habe sein, dass wir sagen, das jeden tun. Nicht die Freien über so eine Stadt, wenn der schlecht kommt, den eigentlich passieren wird. So der Schrift sagt, läuft jene Feind. Jene Feind leben. Sehen die jene Flecken, und bet für die jene beleidigen. Passiert das zu uns? Haben wir so eine Erfahrung, dass die Menschen, dass wir feilen und die Menschen, die proben uns Schulden untertun? Oder sind wir die, die andere proben Schulden untertun? Sind wir die, die nachher an sie üben, die sagen nachher tau. Wir können nicht gleichzeitig sein, was wir tun. Wir gehen an unsere Feilung nur, wir können nicht in der Wirklichkeit sein, was das für Schulden tun. Dass wir andere vielleicht dort andauern, was da kann ein Fluch sein. Oder wir reden zu so einem Menschen vielleicht, was wir einen Fluch abernten, ableihen und abverteilen. Und das haben wir verschiedene Wege tun. Wo wir vertrauen zu den Nächsten, was wir zu den Nächsten sein tun. Und dann noch eine Zle, Vers 9 finde ich in Lukas Kapitel 6, Vers 9 finde ich, sagt es dit. Und wenn wer die auf den Bach schlägt, dem holt der andere auch an. Als ich das hier mal lesen, da habe ich so, wo ist das möglich? Natürlich, menschlich, wo ist das möglich? Wenn die wer kielen das, wo fällst du dir dann? Fällst du dann bloß der andere sich noch anholen und sagt, da dort noch? Das ist nicht möglich. Da fällt ein Mensch sich gleich nur. Aber das wird hier sein, das. Wenn die wer auf den Bach schlägt, dann holt der andere auch an. Und dann sagt er wieder, und wenn die wer den Wanig wegnimmt, dann darf er auch den Hand. So hier ist, wenn die wer bestehlen, wenn die wer Futter nehmen, wenn die wer ein Wanig wegnehmen, dann darf er auch den Hand. Und da steht, du jeden Fährten, dann lever den noch mehr umbeiden. Hier, nimm das auch noch. Das würde nicht ein Freund zu dir tun. Das würde ein Feind zu dir tun. Freunde würde nicht alle Handballen wegnehmen. Aber ein Feind, der würde. Sondern was die Prophet Futter nehmen, das ist ein Feind. So, wenn die will, was Futter nehmen, oder die was Futter genommen haben, dann bei dir noch mehr an. Lukas, Vers 30, in das alte Kapitel, in Vers 4, sagt, dass wer die am Wort Prach hat, den jaft dort. So, wenn die wer Wort Prachen hat, und wer erst den Filter an ins Wort, und der die Prach hatte nur, dann nicht der Treuhol, nicht der Treuhol von denen, den jaft dort. Oder wenn wer die Wort Dinge wegnimmt, dann fahrt er dort nicht treu.
Wo wir wieder, wenn sie die dabei nehmen, dann würde über so schwimmen, weil han jaft der Trä, das meint. Das sagt, no, nicht der Trä drin. Und das sagt ich, wenn wir geben dann, uns wird das Trä geben wollen. Wenn wir wollen sind, so zu geben, die noch was prachen, wir sind bei uns, so eine Person dort zu geben, Gott wird uns sehen dafür, uns wird Trä geben wollen. Römer 12, Vers 20 sagt, wenn dein Feind hungert, jaff am zu eten. So der Rede war von dein Feind. Wenn den hungern hat, dann jaff am zu eten. Wenn am darst, jaff am zu trinken. Wenn du so das, wirst du am dadurch glegende Kohlen auf den Kopf legen. Hier wirst du ein heites Zeugnis sein für so eine Person. Wenn du sonst dort bestimmt dein Feind. Das sagt, wenn wir mehr haben als wir brauchen, dann sei wir schuldig, den Nächsten zu geben. So wird es empfehlen. Lukas Kapitel 3, Vers 11 sagt Johannes hier, wer 2 Sorts Kleider hat, soll dem eingeben, der keine hat. Und wer zu eten hat, soll das gleich so merken. So, wenn wir mehr Kleider haben, als wir brauchen, dann wir sollen verlangen haben, das weich zu geben. Checken, wem das wird fehlen, und dann sollen wir dort das geben. Willst du als mehr als wir brauchen dann? Dann kriegst du das, wenn wir hungern hat. Wenn wir mehr eten haben, als wir brauchen dann, gebt der nicht haben. Oder was der darsten hat, gebt zu trinken. Und uns wird gesegnet worden. Wenn wir drehen nu Vers 38 sagt, dass gebt in dient wordt in een gouden moed doelgedreigt. Toop geschert en evenval in de schoot gegeven worden. Wils met die moed, die je voor andere brokken, wordt je ook toegemeten worden. Hebben we dat nog helemaal ervaren vielleicht nicht? Wils wir haben das vielleicht noch helemaal geübt, das aufgeprüft. Als das wirklich würde sein, du nur, als wir geben wollen, den Nächsten, wenn wir was fehlen hat, wenn wir den geben wollen, du nur, als an das fehlen hat, du nur, als wir mehr haben, als wir brauchen, dann, als wir wollen gesegnet worden dafür. Als das wird passieren, so steht, dass uns wird ebenfalls in der Schaut gegeben worden. Das wird der Chef sein, das. Du wie mal ein Mann in Mexiko, wo wir von hier und da, dass wir eine sehr reiche Lied, aber die werden sehr leiftulich. Wenn der ESV was fehlen, sie werden all sehr leicht reit haben, die was geben. Und diese Lieder haben viel Feu. Und oftmals dann, wenn die was fehlen, die geben so eine Stadt arme Person eine Kau. Dann haben sie Milch, und so wieder, und Schmand, und Butter können sie haben. So die geben dann meistens geben sie einfach eine Käweich. So dann hat er mal wer gefragt, wo er so bei uns wird einmal so gieren oder so schwimmen, so eine Kau zu geben, wenn er was fehlen hat. Dann hat er gesagt, wenn eine Kau weich geben, wenn eine Kau fährt im Stall rütloten, dann gibt er die Arme, dann kommen 2 Käse von hier kommt an. So, er kann nicht mal erfordern, das nicht zu tun. Und das war ich hiervon reden, wenn wir wollen geben, da du noch mal von der Mut, wir wollen das aufbeten, wo wir den Nächsten geben wollen. Wenn wir das wollen geben, das heißt sein, dann wird an der Schuld voll geschattet worden, mit Segnungen auf verschiedene Wege. Ich glaube, wir können es werden, das auszufangen. Das Eiven. Nicht bloß mal einmal hier was geben, dann lernen sie den Namen sein, was ich kriegen dafür. Ich glaube, das soll so sein, wo wir Eiven tun. Das soll unsere Ungewohnheit sein, wenn wir sein, wenn wir und was fehlen, dann geben. Und dann trusten, dass wir gesegnet worden dafür. Jakobus 2, Vers 15 sagt, wenn ein Bruder, hier das von der Schwester, sagt, wenn ein Bruder oder eine Schwester nicht untertragen, in zu eten haft, in jeder ansehen würden, Gutmut und Fried, haltend warm und etjen satt, und würden an nicht geben, was an fehlt, was würde das helfen? Das würde nicht helfen. Wenn wir etwas weichschrecken und sagen, oh Gott sehen die, er wird dir all geben, was die fehlen hat. Und wir hand über dort, was die fehlen hat. Was hilft so eine Person dort? Wo würden wir wollen die helfen sein, wenn uns was fehlen hat?
Ich glaube, wir würden uns gesehen fühlen, wenn uns wir helfen, wenn wir uns an was fehlen, dann uns wird geholfen. So soll wir, die Nächsten. Wenn wir das üben würden, sagt die Bibel, dann würden wir gesegnet werden, nur Vers 38 nur. In Lukas 6, Vers 31 sagt, dat groeit dort voor anderen, wat je aan würden wenschen für jün zu tun. Also krijgt sich all seht, dort wat je würden wenschen, wat andere jün soll antun, krijgt dort soll je den Nächsten tun. Wat je das Leben, so ein Leben ist das haben, das ist, was das meint, ein fruchtbares Leben zu haben. Jesus hat fruchtbares Leben zu haben. Das ist Johannes 15, Vers 5, sagen der, ich zie die Wienstuud en je zijn te ranken, wer in mij blijft en ik in am, die brengt veel vrucht. In deze week hebben we ook zeer vruchtbaar zijn. Dit is ook een weg vruchtbaar te zijn. Aber das haben wir nicht tun, wenn wir nicht in Arm sind, wenn wir nicht in der Wienstuud sind. Wenn der Ranken allein bleiben, das haben wir das gleich tun, das ist gleich möglich. Und mich haben wir nicht tun. Und wir können Gott sogar ehren mit diesen Dingen tun. Mit dem, was er sagt, was wir sollen tun, können wir am ehren. Wenn wir Frucht bringen tun. Sag, mein Vater wird dadurch geehrt, wenn die viel Frucht bringen und meine Jünger werden. So, wenn wir fruchtbar sind in uns Leben, wir verlangen ein fruchtbares Leben zu haben, wir ehren Gott damit. Wir können Gott ehren damit. Ich hatte in meiner letzten Andacht auch redet von, wo wir Gott können ehren mit einem dankbaren Hort geben. Ein Opfer geben, dankbar Opfer geben. Und dann sagt er auch, du wird heimat geehrt. Aber hier sagt er auch, mein Vater wird geehrt, wenn wir viel Frucht bringen. Wenn wir fruchtbar sind, wenn wir die Dinge tun, was er sagt, was wir sollen tun. Und dann sagt er auch wieder, wir sollen fruchtbar sein und wir sollen salzig sein. Wir sollen salzig sein. Matthäus 4, Vers 13 sagt er, ihr seid das Salz auf die Erde. Ob so ein weiches Leben kann wir das Salz sein für den Nächsten. Das heißt, wenn das Salz über den Geschmack verlässt, dann ist es nicht zu brauchen. Wenn wir nicht salzig sind, wir als Christen, wenn wir den Salz nicht haben, was wir sollen sind, dann sind wir nicht zu brauchen. Das heißt, dass das nicht schwer ist, zu uns klein, boven Raum klein. Aber wir sollen salzig sein. Wir sollen mit unseren Worten wiesen, wer in uns regieren wird, wer uns leiden wird. Und wenn wir das dort umgehen, und besonders mit unseren Feinden, dann können Menschen sein, wo wir anders sind, als die was nicht angehören tun. Er sagt, wir sollen auch das Licht sein in dieser düsteren Welt. Weil wir wohnen in einer Welt, wo es düster ist. Dadurch weiß ich, dass es bloß düster alle wegen Raum. Und wir als Christen, wir sollen schienen. Wir sollen das Licht sein. Auf verschiedene Wege, mit unseren Worten und alles, was wir tun, soll wir schienen für Jesus Christus. Das heißt, wir sind das Licht für diese Welt. Das ist allmählich eine Stadt zu verstärken, der ab dem Boy liegt. Weil wenn wir wollen schienen, wir wollen so ein Leben führen, als Jesus hier sagt, was wir sollen haben, da wird allmählich sein, dass die Menschen dort nicht wollen merken. Da wird von weit auf zu sein sein. Menschen werden von weit und breit zu hören kriegen. Dort ist das Licht, dort ist Schien für die düstere Welt. Und wir eins vorhin tun, und wir sind von eng auf, am Albert, am Boy, das ist eine Stadt, und so wisst, wie kann das klar sein, von weit auf, schien das all nach Tag. Und so soll wir sein. Das ist allmählich das zu verstärken. Und wir sollen nicht proben, das zu verstärken. Wo ist wir mit diesen Dingen? Wo stehen wir? Das ich all sage, jeder einer kann in seinen einen Hort fühlen, wo er ist. Was er für Feinde haben, wo er die umgehen mit dir, als er segnen wird oder fluchen wird. Und wir sollen das einmal leicht hören, was der Schrift sein wird, und dann von dir gehen und davon vergessen. Aber wir sollen nicht bloß davon reden, nicht bloß das hören, davon reden, aber wir sollen auch tun. Tun, was das Wort sein, das sagt Jakobus. In 1. Johannes 3, Vers 18 sagt es, liebe Kinder, weil wir nicht bloß von der Leib reden, nicht bloß von der Leib reden, aber die in Wahrheit mit Worten bewiesen. Weil da braucht Worten,
das muss bewiesen werden. Mein Gebet ist, dass das uns verlangen, als Christen, als Gott seine Kinder, als gerade die Schwester, das dort zu leben. Das sollte sein für dich, dass die Menschen das können schmecken, dass du hast einen Geschmack, einen anderen Geschmack in uns, wir haben einen anderen Verlangen. Und auch, dass wir schienen in dieser Welt, dass es von weit auf zu sein ist. Wir werden zum Schluss noch beten. Gott im Himmel, wie haben wir da von dem Wort von der Samarias gehört. Und wir danken dir, Gott, für den Wort. Wir danken dir auch für den Sohn Jesus Christus, was uns ein Beispiel geben hat. Ich danke dir, Gott, für das Heil uns wird hier bei Erden abzukommen. Für uns als Sender, als wir noch seine Feinde wären, dass Heil wird kommen, uns zu raten, uns zu wiesen, dass Heil uns Life hat. Wenn wir uns hatten, weggedreht von ihm, wir werden unsere eine Wege gehen, und doch leid er uns so viel. Ich danke dir für das schöne Bild, das wir haben, dass wir können brauchen als ein Beispiel für uns hier auch zu stehen, ab ihr zu leben. Wir machen eine Tauschstunde, wie oftmals haben so Menschen ram uns, die wir das Leibste wollen wollen sein, wenn die von uns weggehen, und es steht, dass die gehen in ihr Leib bewiesen. Oftmals dann wünschen wir sogar Schulden in ihr Leben. Und damit leiden wir einen Fluch auf so eine Person. Gott, verjaf uns für so eine Tiden als dort. Leid uns, Gott, und wir wollen, dass du sein, dass ohne die können wir nicht tun. Wenn wir nicht in die sind, dann können wir nicht tun. Help uns, Gott, dass wir in die bleiben tun und dass wir uns loten von die Fallen und von die Leiden, dass der Heilige Jesus wird uns mächtig merken, die Kraft geben, die wir brauchen, so zu leben, als du uns das hier in Lukas Kapitel 6 hast, geschrieben. Ich bete, Herr, dass wir Täter des Wortes sind, nicht bloß horchen, aber dass wir auch eiven, dass unsere Worte, dass wir zu sein sind. Dass wir nicht bloß horchen oder lesen dort und dann davon verjähren, aber dass wir auch damit eiven, damit umgehen, dass andere können gesegnet werden. Und dass dadurch wir selbst auch ein Segen kriegen dadurch. Und wenn wir uns Menschen sein sind, oder das fehlen das, was wir nicht haben, und wir haben mehr als wir brauchen, dass wir nicht jitzig sein mit den Dingen, aber dass wir wollen sein zu geben, dass wir wieder gesehen sein von dir. Das ist, was den wird sein, und das, was wir eiven wollen. Ich bete, dass jeder einer hier wird abachten, und dass wir in der Leben annehmen, dass wir nicht bloß hier und davon verjähren, und an unsere eine Weg gehen, und dass wir uns nicht leiden von unserer fleischlichen Natur, oder wir uns umdrehen, unsere Gedanken umdrehen, dass du was handelst, wir wollen sagen, wir sollen einen anderen Weg denken, als wir mit hier zu haben, als wir nach deinen Fien wären. Ich bete, Herr, dass du uns wieder leiden und führen und sehen. In diesem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.